Was gedenkt ihr von wo ihr hat gewohnt in Kasachstan? Ich gedenke, es hat geheißen, aber dachte ich, es gewesen die Gegend, was hat geheißen Jambul. Und ich weiß, dass es nicht gewesen, ergens zwischen Taschkent und Chimkent. Ja, aber in Kasachstan, nicht in Usbekistan. Ja. Well, ich gedenke, als ich bin allemal gewesen hungrig und die Eltern auch. Wir haben es ist ständig, es hat gehangen als Schreck über der Heim. Man hat keinmal nicht gewusst, dass der Tate wird zurückkommen von der Arbeit. Die Mama pflegt unlegal, vorn kein Taschkent, teilmal kein Chimkent. Und sie pflegt handeln mit unlegalen Sachen. Tabak, teilmal Spirit, teilmal Naft. Wir haben sich bekannt mit einem Freund, mit einem Jid, was hat gearbeitet in einem Warenhaus. Und er hat speziell für ihr gemacht, also wie eine Flasche von Blech, welche hat sich reingepasst unter ihre Brüsten bis zu der Taille. Und es hat gehabt eine Kork beim Öffnung. Und ich habe gefragt, die Mama teilmal, von wann hast du gewusst, wem zu verkaufen? Hat sie mir gesagt, als bist gewesen auf der Station und hast sich herumgeguckt, ist der, was hat gewollt, etwas kaufen, hat schon erkannt, dem, was hat etwas zu verkaufen. Und sie pflegen das Reiwärts zu teilen. Die Mischproche hat geheißen Frenkel. Und wir haben sich getroffen in Australien nach der Mohammed. In Russland hat man meinen Taten, die Mama ist gewesen in Taschkent. Der Tate ist krank geworden auf Typhus. Man hat ihn weggeführt ins Spital. Und die Chaveirim, Frenkel, welche haben gehabt, ein kleines Kind von etwa 18 Monaten, etwa 12 Monaten, sind gekommen und haben mich genommen zu sich. Nicht gucken die auf dem, als es kann sein, als ich habe schon auch die Infektion. Und es ist gewesen so. Nach einer Woche bei seinem Stub hat man mich weggeführt ins Spital. Und ich gedenke, das Spital, ein Zimmer mit Matratzen, angefüllt mit Streu auf der Erde. Ein Bett, ein Matras, Lebenszweiten. Mein Tate ist gewesen beim Summersof bei der Tier. Und jedes Mal, wenn man hat geöffnet, die Tier, hat reingejagt, der Schnee. Und ich gedenke, wir haben ihn gerufen von meinem Bett. Und wir haben übergelebt im Typhus. Ich gedenke, unsere Schreinim, dem Uzbek und dem Kazakh mit seinen Kindern. Ich gedenke, ich bin gewesen bei seinem Stub, es ist ein größer Jontef. Sie haben gemacht ein Bod. Und die Bod hat bestanden von einer Fessel, was man hat angefüllt mit kochendickem Wasser, was man hat gebringt von Brunnen und von Teich der Leben. Man hat gekocht die Wasser und sei dazu gegossen, es soll sein heiß. Und der erste, was hat sich geboten, ist gewesen der Tate, der Kazakh, danach die Mama, danach alle Kinder und zum Schluss der Gast, ich. Und es ist gewesen das einzige Mal, was ich gedenke, ein warmes Bad. Und die Wasser ist da gegangen bis zum Hals. Und ich gedenke, also wir haben sich gebaden und gewaschen im Teich. Ich gedenke, als wir gewesen dort ein Piafkes. Man vielleicht da rauskommen, ob man Salz auf seine Schitten, ob man hat gehabt Salz. Ja? Und ich gedenke euch, als wir haben gehabt einen Hund.
im Winter ist gewesen so kalt. Ich bin auch raus in der Früh zum Hund und ist verfroren geworden, Stetigkeit. Und ich gedenke euch, wie Mannschaft ist gekommen und hat genommen die Hund von allen Häufen. Weil sie haben trainiert die Hund mit Bombes, welche sie haben, mit Aufreißmaterial, welche sie haben aufgerissen, deutsche Tanken. Sie haben trainiert die Hund zu laufen unter deutsche Tanken und Aeroplanen. Und sie haben zugenommen alle Hund von unserer Gegend. Ja. Und das weiß ich nicht, sie das rekordieren. Ich gedenke euch, wo wir pflegen sich erledigen. Es ist gewesen ein riesiges Loch. In meinen Augen ist es gewesen so groß wie der Teppich. Und ich gedenke, wie, als man sich gedacht erledigen, pflegen alle sitzen beim Bräg. Und ich habe ständig Möhre gehabt, als wir reinfallen in ein wenig. Sie gewesen aufgedeckt, keiner hat nicht so gedeckt mit keiner, hat gar nicht. Fliegen sind gewesen sehr eine Sache. Ja. Und, was sind denn gewesen die Sprachen, was ihr hat geredet als Kind? Zum Kazakh habe ich geredet sein lassen und zum Uzbek habe ich geredet Uzbekisch. Und also habe ich geredet Russisch in daheim. Ja.